Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 155 Minuten, das geht dann egal. So ungefähr über den dumm gepeilt, mich probieren, dass wir da kurz hier und 12. Aber werte. Aber gut, hier und 12 zum Schluss fertig kommen. Der wird mir ja nicht direkt beißen, weil die Wolle was zwar zum Brötchen wäre, aber das hat doch schon. Der könnt, also nur 12 können das nicht allein. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, für alle Recht will ich merci so der Rapportrice, Diana Dem, weil da ist gestern, wobei impressionant derweise der Rapport vom Budget für 2024 vorgelegt wird. Das immer gut, dass der Budgetsrapporter aus engem Rapport kann seine Prioritäten rausholen. Das war in der Vergangenheit so, das war auch so, und dafür will ich da mal dem am Namen von unserer Fraktion herzlich felicitieren für den Punkt, den sie gestern gemacht haben, und noch einmal daran erinnert hat, wo all die Suen oder großen Teil von den Suen herkommen, die wir immer am Budget auch verschaffen. Ich will auch merci so dem Budgetsminister und Finanzminister für Präsentation und noch seine Präsenz an den jeweiligen Sitzungen. Wir waren nicht immer dabei, weil aber normal ist, wenn wir über die Wir von den Berufschambren respektive von den Institutionen schwätzen, als dadurch normal und üblich auch dafür hin ein grosses Merci. Es sind ein Revue passiert. Der letzte Rapporter von der CSV zum Budget hat Gilles Roth geherrscht. Ich weiß nicht, ob den Herr Roth sich das selber noch bewusst war, aber das war für das Budget vom Jahr 2012. Und den Budgetsrapporter war Herr Roth. Und da sind andere Mord drauf gegangen, Steuern, Budgetsnorm. Das waren die Hauptpunkte von seinem Rapport damals. Und sitzen wir an der Opposition und dafür auch vielleicht gut sehen, dass Herr Roth dann noch das kann, nachdem wir die Chance haben, an der Regierung dabei zu sein, dass der Herr Roth war, den dieses Budget am Namen von der Regierung vorgelegt hat und noch für ihn nach ein Kehr vielmals merci für die Arbeit. Merci aber auch dem Herr Roth und dem Herr Dalles für die Präsentation von dem PSC und dem PNR, dem pluriannuellen, was alles so bei zukommt. Wir hatten schon an der Finanz- respektive an der Wirtschaftskommission auch darüber geredet, dass das auch ganz wichtig ist, dass ihn das nie aus den verliert. Budgetspolitik wird ja nicht nur an der Chambre gemacht. Budgetspolitik wird ja auf anderen Plätzen gemacht, Budgetspolitik wird an der Gemenge gemacht, Budgetspolitik wird kommentiert seit dem Depot vom Budget auch an der Lützeburger Presse. Es gibt Tableranten organisiert mit Majorität, an ohne Opposition, oder nicht mehr mit der Opposition, an ohne Majorität. Dafür hatte ich auch letzten Samstag und ich voller Spannung eine Stunde oder eine Stunde verbucht, für immer dort zu lauschen, für die Opposition. Das Budget gesagt, und ich werde mir auch erlauben, am Laufe von meinen Ausführungen auf einen oder die anderen Punkte dort zu gehen. Ich hoffe, dass Kollegen nicht Rose sind, dass ich da vielleicht etwas wegstelle, wenn sie da noch wollte so. Wir sind ja schon im Radio gesagt, und ich werde dann noch schon publik, und dafür erlauben, dass man dann auch eine oder die andere Sache, wo auch schon am Engariert, zu kommentieren. Aber ja, Herr Baum, ich schreibe nicht da abwärts. Die Großzahlen vom Budget als gestern Madame Ademan hier im Rapport darüber gegangen, und da auch den Finanzminister gewirrscht, den darauf hingewiesen hat, beim Depot noch ein gehabt, wie Zahlen ausgesehen. Wir wissen, dass sie ein bisschen ernster sind, wie die wir am Budgetsdokument stehen hatten. Wir am Budgetsdokument, dass sie das geguckt, wie damals den Stadtteil gesagt haben, und das, was wir meinten an der Budgetskontrollkommission und an der Finanzkommission vorgelegt haben, das waren Zahlen, die noch im nächsten Quartal von diesem Jahr durchschlungen, und die dann noch ein bisschen ernster bei der Realität sind, wie das, was wir am Budget gemacht haben. Ich will noch einmal daran erinnern, dass es doch wichtig ist, dass ich Schwung an die ganze Diskussion möchte, und das hat der Finanzminister gesagt, wir brauchen den nötigen Schwung, um die Finanzpolitik ranzukriegen, für das wir auch als Wirtschaft einen Abschwung kriegen, und dass wir auch dann vielleicht besser Zahlen können schreiben, wie die im Moment da sind.
Wenn man Schwätze vu besser zuelen, dann ass dat net, dats die Häuser so extrem schlecht wäre, weil man net vergleicht mat verschiedene Nopeschländer oder mat andere Länder an der Europäische Union sind Zuele vu Lützeburg nach immer gut, méi sie kennte noch wie en Datei an der Schul ausgedregt huet, ze kenten awer besser sinn. An dofir werden wir och an der sinnnechte vun iwwerzecht, och déi nedeg Politik vun der Regierung a vun der Majoritéit an de nächste Jore gesinn, fir dat noch kënnen ze machen. Ich will auch so Leute die Mengen den C stehen just für das Prinzip Hoffnung den Otto davon aus net haut Meier den C steht nicht für das Prinzip Hoffnung bei der CSV, mit den C steht bei der CSV für christlich, so wie den S für sozial steht an der V für voll. Ich wollte schon ob da go, weil auch da es war dann der ja Herr Baum auch da das gesagt. Oh, Herr Bausch, ich wollte noch enke gucken mal enke eriert vun 2011 no, weil der war demmals de Sprecher vun de geringe. Dat kann ich beurteilen. Mir guckt enke selber schon alles nur geguckt von 2011 Herr Bausch. Der wusste ich gehe immer an die Sache gucke, weil der wichtig ist, dass die verschiedene Kollegen gerade Sachen erinnern, diese bestimmte Punkte gesucht wird. Das ist wichtig, dass man gucken, dass man mittelfristig, und das hat der Finanzminister noch Strach, Scheier zwischen den Ausgaben und den Einnahmen ein bisschen Minute zur Summe bringen. Und das ist ein wichtiger Punkt, und das kann auch hören an den Ausgaben von der Pluriannuelle, was der Finanzminister gesagt hat, was die Regierung will es so, für dass man ein Objektiv am neuen Term erreichen, für dass wir da fertig bringen, die Scheier, ich will nicht dazu und zu kriegen, aber das auf alle Fall viel mehr noch bei Necken, wie das die letzten Zeiten der Fall war. Ich will auch so, dass es dafür auch wichtig ist, dass ich immer im Moment denkt, was europäische Kriterien sind. Weil in Europa gesagt wird, doch von das nicht mehr ist, wie das all die Jahre war, weil 2011 haben wir lange darüber diskutiert, was das mit den europäischen Kriterien abzuschwert, dass das Jahr ein bisschen schon ernst. Mir ist aber auch wichtig, wenn ich weiß, dass in die Scheuer muss man aufbringen, was für Probleme wir hier am Land haben. Wir hatten die Probleme, die noch Strach sind, von der Covid-Krise, und das Problem mit der Energie, dass man auf den Ukraine-Krieg erlebt haben, und den Punkt, was am Nahen Osten ist, und den Punkt von der Migration, und wir haben auch den Punkt von den sozialen Problemen, die wir hier am Land tun. Und dafür ist es doch wichtig, wenn wir über Budgetskriterien schwätzen, und wir wissen ja alle gut, und da gibt es einen Zentralstaat, es gibt Gemengen, und es gibt auch dort Sécurité Soziale, dass ihr noch da guckt, wie da mit der Revolution von den jeweiligen Punkten ist. Und wir wissen, wir haben nicht spät für heute Morgen ein interessantes Interview vom Präsidenten vom Civicol an der Zeitung gelesen über die Schwierigkeiten von den Gemengen, das steht ja an Herrn Mavi, wo es schwierig ist, an verschiedene Gemengen, auch die Schere zwischen den Ausgaben und Einnahmen mal in Not zu bringen, wo auch durch verschiedene Aufgaben, die früher das Stadion überholen, zum Teil auch von den Gemengen muss geholt gehen, und dass es da auch wichtig ist, dass ich das nicht aus dem Erd verliert, weil auch die Gemengen da macht dazu bei, dass gesamt gesehen als Finanzsituation und als Finanzzölle gut sind, mir wenn es da aufhängt, ein Bemol mir schafft zu gehen, von hier an der Stadt Lützeburg, ein Bemol die Finanzen eine andere wäre, wie der Fall ist, dann hat er doch Auswirkungen auf die Zölle, die am Staatsbudget stehen, und auch auf das, was wir auf Brüssel immer bekannt gehen, weil nämlich steht Revese, den Herr Moser hat mehr suchen, ob der Kopf nicht Herr Moser mit Stadt Lützeburg im Kopf bleiben, für viel andere Gemengen zu summen. Oh, Herr Bausch, ich weiß nicht, Herr Bausch. Ich weiß nicht, Herr Bausch. Dann ist es doch wichtig, und das hat Morgen auch gesagt, sowohl vom Herrn Roth wie auch vom Herrn Dallas, dass man muss gucken, dass wir als Wirtschaft auf Schwung halten und das doch hinkriegen, und das muss man auch machen, und das wird doch gestern Madame Dem an ihrem Rapport gesagt, dass wir die Wirtschaft diversifizieren. Wir haben einen Finanzsektor, den fantastisch lebt, wir müssen doch fertig bringen, andere Sektoren zu implantieren und noch mehr auszubauen, dass wir auch da Möglichkeiten haben, Emploi zu schaffen, dass man auch da Möglichkeiten haben, dass heute Lützeburg auch noch etwas Industrielles hergestellt wird. Da werde ich noch ein bisschen wie spät darauf eingehen, dass das doch wichtig ist für die Ökonomie, und das auch wichtig für das Lützeburg kann seine Obligationen angehen, die sie in einem europäischen Kader geholt haben. Da will ich für allem dann noch auf die Ausgaben, was schon in der Strache gehen ist, von der NATO hinkommen, auch von der Défense, wo bekannt ist, dass da reklamiert wird von den anderen Partnern, dass Schiedremis die 2% erreichen von seinen Ausgaben, dass man die Giffen an Défense
investieren, dass es da wichtig ist, und man dem hat auch gestern eigentlich gesagt, dass man da die Ausgaben, die dafür gemacht gehen, dass man da auch einen gewissen Return in den Invest kriegen. Wir wissen, dass wir groß Notbeschläger von uns, von denen da groß an die Waffenindustrie investieren, dass die Return haben. Wir haben keine so eine Industrie, und ich meine noch nicht, dass das muss hier auf Lützeburg kommen. Wir sind aber Zollieferer auf verschiedenen Bereichen, für auch das herzustellen, dass man da auch teilweise den Rapport, den wir bringen, für dass die 2% erreicht geht, dass wir auch da einen Teil können zurückkriegen. Es ist auch wichtig an dem Wolle, dass ich da gucken, für Arbeitsplätze zu schaffen, dass das von der Drohnenindustrie oder Strach gehen kann, in schon eine andere Sache vorstellen, wo wir da auch Möglichkeit hätten, dass wir als internationalen Obligationen können noch kommen, aber gleichzeitig auch Möglichkeit tun, da einen Teil davon auch auf die Lützeburger Betriebe können zu verdelen. Wenn man da guckt, wird die Einzelinstitutionen gesagt haben. Und da will ich sie alle felicitieren für ihre Rapporten, sowohl die Berufschambre wie auch all die Institutionen, die wir an der Chambre empfangen haben, für Martinen über die Zöllen an hier wie vom Staatsbudget zu schwätzen. Das war auch ganz interessant, sowohl für uns, wie auch an den Diskussionen, an dem Austausch, den wir Martinen hatten, wo wir hinten noch Eisüberlegungen an uns Ideen mal auf den Weg gekommen sind. Ich muss so, dass für alle mocht de Cour des Comptes an de Conseil national des Finances publiques, die auch nach einkehr auf verschiedenen Punkten hingewiesen haben, wo muss oppassen, wer dann pluriannuelle geschieht, wie es weitergeht mit den Ausgaben vom Zentralstaat. Den Finanzminister schon darüber gegangen, genauso gut wie auch die Rapportrice, dass doch wichtig ist, was das bedeutet an der Entwicklung von den nächsten 4 Jahren, noch wie man mit der Kommission von der Fonction publique zusammen waren, wo auch da die Entwicklung gesagt gehen als Wert die Arbeitsplätze am Sektor publik belangt, war doch da Pensionen belangt am Sektor publik, dass auch darüber diskutiert gehen, als wenn wir ja wissen, da guckt nicht nach ein ob der Präsident vom Civicol, dass man bei einer anderen öffentlichen Einrichtung, notamment bei der Pensionscase von der Gemeindebeamte Schwierigkeiten haben, weil man da müsste verschiedene Adaptationen machen, weil da dem Innenminister vielleicht nicht sehr genug reagiert hat, für da auch dem entgegenzukommen, für das Problem, den da bei der Gemenge Beamte Pensionskrise geschieht ist, dass du echt hat können darauf reagiert gehen, dass du die zuständige Autorität so lange gewartet hat, bis du geschieht ist und dass man muss gucken, für das auch ein bisschen Minute zu kriegen. Da kommt schon etwas, was wir Samstag schreiben haben, das nicht Soziales dran, das sozial kehlt. Wenn ich dann die Chiffre gucke vom Budget, 47% von den Ausgaben, die am Staatsbudget sind, also haut ein ganz interessant Tabelle, ich weiß nicht mehr Wettränger von den Jahreszeitungen, wo Druck oder Strach geht, dass 47% von den Ausgaben von diesem Budget, dass diese für Sozialtransferen zu machen. Da kann ich so, müsste 50% sein. Mir ob das 47 oder 50 sind auf alle Fall, das ist schon komisch, dann aber zu behaupten, dass wir das Budget von der Sozialen kehlt, weil 47% von dem, was dann dem Budget ist, dafür da ist, für Sozialtransferen zu machen. Ich will auch da noch ein bisschen unterstreichen, dass auch gesagt wird, gibt nicht gemacht für die OM. Ja, das ist ein Problem. Lützeburg ist mit OM gehen. Aber wenn ich dann Madame Präsidentin oder Madame Direktor von der Stimme von der Straße gesagt hat, dass die Ausgaben auf alle Fall, wo sie erst müssen rausgehen, von 2014 bis 2023 sich vervierfacht hat. So muss ich so, dass das da geschieht an einem Zeitraum von 2014 bis 2023. Also von der richtig informiert, sie war auf alle Fall von uns von der CSV kein dabei an denen 10 Jahren. Dafür war ich aber ein bisschen überrascht, wie ich da hören habe von der Vertreter von der Sozialistischen Partei, dass da aber anholen wird, dass ein Eichgib für Soziales geschehen. Ich war der Meinung, sie wären die letzten 10 Jahre dabei gewesen, dass sie noch kein 6 Monate hier, und sie wären noch die letzten 20 Jahre, hatten sie die Möglichkeit gehabt, dass dann die Scheier da nicht mehr weiter ins Schnee gegangen ist. Ich weiß das Problem, du siehst mit vier Lotse Mengen, dass 6 Monate eine neue Regierung alles Staat misst können an dem Dotte Wolle anders das können machen, wie das hier gemacht hast. Der Damen und Herren, also 6 Monate kannst du nicht bemal etwas komplett anders machen. Ich will das schon unterstreichen, weil da doch letzte Samstag auf RTL so gesagt geht. Dafür wollte ich eigentlich darauf angehen. Ich meine noch, dass es wichtig ist, dass wir weiter etwas machen, für den sozial Schwachen zu helfen. Und das ist auch
an de Firdrun sowohl der Finanzminister wie auch der Minister von der Ökonomie auf dem Mittelstand gesagt, dass am Gang also Plan ausgeschafft zu gehen, speziell für zu gucken, für das man das mit der Armut bisschen Mino bei ne bringen. Das eng Realität mit den Problem ze Lützeburg fir Armut as de Logement. Da können wir so viel diskutieren, wie man wollen de Logement as den Problem ze Lützeburg, die da ja Logementspreise respektiv, dass man kein Logement fannen an noch dafür durch dort Regierung direkt gehandelt an sie direkt den nächste Logementstisch angerufen gehabt und sie den nächsten Punkt vu mesureuren rausgehen, für das man können beim Logement es machen, weil wann de zwischen 25 auf 50% muss ausgehen zu wohnen oder nach darüber raus. Da bleibt nämlich viel für den Rest vom Mond über Tonnen zu bringen. Und dafür ist es doch wichtig, dass da Akzente gesagt gehen und dass wir da etwas machen. Und da ist die Regierung auch am Gang, das zu machen. Und das auch heute Morgen in der EU gekündigt gehen, dass auch noch ein 2 Tonnen von dem Logementstisch stattfinden. Die Investitionen, die an der Logement gemacht gehen, die sind wichtig, das ist wichtig für als Ökonomie, weil das nicht nur das vom Wohnen selber, aber das ist auch wichtig für als Wirtschaft. Das ist ein grüner Strach gehen vom Wirtschaftsminister, die Probleme, die an dem Sektor sind. Der Bau hat Probleme, nicht verreden. Es sind noch Baubetriebe, denen geht es so gut wie schon lange, weil diese sich da Mama auf den Heichbau, mehr auf den Tiefbau spezialisiert tun, mehr am Heichbau. Sie Probleme an am Heichbau, wenn den Heichbau Probleme hat, das wissen nach die mitständische Kollegen Haibane mehr hatten das schon ein Jahr, dass dann die Betriebe die an Druck kommen. Wenn die nämlich von der Bau nämlich Schnapp wird, dann haben die Betriebe die an Druck kommen und die schon Grippe. Auf verschiedene Lungenentzündungen, und das fanden wir dann rum, wenn wir die Verhältnisse gucken, wo in der Strache gehen, dass das 12 von den Verhältnissen an dem Bereich an Blut gegangen ist. Weil da auch logisch, dass von dem nicht gebaut wird, gibt kein Küchenverkauf, gibt kein elektrisch verloet, weil dann hast du okay bis werde für do und dafür ist doch wichtig, dass du alles gemerkt wird für den Bau unzukurbeln und das doch wichtig für deine Betrieber so gut wie möglich zu helfen, für die Durchstrecke können sie überholen, weil da doch wichtig ist, dass man da dann den Griff kriegt. Auf dem anderen Punkt, dann du hast doch noch Strach gehen, dass man ja was Mobilität unbelangt, aber was Nachhaltigkeit unbelangt, dass wir massiv am Gang sind zu bauen. Da wird man dann Backes hat man am Kern moier mat den Zëlle komme, wann man iwwer die Grand Projekt d'Infrastruktur kucken, wat alles do weiterhin investiert gi, weil d Investment ganz heich bleiwen, wat je jo rümpfen an all de Navi vun de Berufsschaumer, die erstreiche, wie gute das, dats den Investheit ze Lützeburg so heich gehale gëtt. Dat wichtig, dass fir d Ökonomie unzekurbeln, well doch fichteg ass, fir dats man de Mobilitéit an Probleme och déi kënnen an de Griff kreen. Datselbe gilt am Klima- und Energiefonds, wo auch investiert gëtt, wo doch fichteg ass, dats dat weiter in heich gehale gëtt, an dass wir do nach vun den 2 Minister gesot hun, gin dats man auch bei der Energietransition déi neidech Vierkeierungen hole, fir dat doch méiglich zu machen. An do fir allem wichtig, dass man die neue Leitung aus Deutschland River auch können bauen, für das man auch dort Möglichkeiten haben, das umzusetzen. Dasselbe gilt für Digitalisierung, wo doch wichtig ist, dass Lützeburg mehr digital geht. Wir wollen aber gleichzeitig von mehr digital schwätzt, die anderen Leute nicht vergessen. Weil es sind noch Leute aus verschiedenen Generationen, die Schwierigkeiten haben mit dem Digitalen. Und es sind noch Leute, und das finde ich noch heraus, wenn ihr mit den Leuten schwätzt, denen es nicht gerade so gut geht, die auch nicht unbedingt immer wissen, wie sie mit dem Digitalen umgehen. Aber mehr dann noch so, wir machen eine Simplifikation administrativ am digitalen Bereich, da man das denen Leuten nicht geholfen, weil die Leute wissen nicht, wie sie das digital können umsetzen. Das merkt den, wenn da mit Leuten schwätzen, wenn es Bankgeschäfte, wo sie nicht wissen, wie sie das sollen machen, weil sie nicht mehr unbedingt können an den Schalter von der Bank, wie sie das früher gewinnt sind, wie sie da gesagt kriegen, das könnt ihr daheim machen oder da könnt ihr ein Rendezvous holen, für bei der Bank den Prä können zu machen. Dass man auch die Leute nicht vergessen, die durch Schwierigkeiten haben, und dass man doch doof herspringen, denen Leute die Hilfe zukommen zu lassen, die sie brauchen. Dasselbe tun wir immer mehr am medizinischen Bereich, weil doch ein gutes Sache ist, dass man da auch mit der Digitalisation vorkommen. Wir ganz viele Praxisen, wenn du den Patienten durchhilft, hier Rendezvous zu fahren, da geht gern vor, das soll die Stadt von der Schlift machen, über den digitalen Bereich. Es gibt aber auch Generationen an der Schule, nach einer super mehr an der Familie, wo ich weiß, die da Schwierigkeiten hat, von das muss gemerkt gehen, dann warst du froh, wenn es keiner hast, respektiv, wenn es der Männer Leute kannst zurückgreifen, für daneben gehen zu gehen. Und das geht auch
an den Hilfsbereiche, wo man Schwätze vu sozialen Eden an auch do as alles möglich elektronisch zu machen, man muss aber immer die guten alle Gische behalen, für das Daylight möglich geht tun, für auch danach können die frohe zu stellen. Da gehen wir auch darüber, wann man muss investieren, da man gerne hätten, dass ein Emploi weiter an Lot geht. Wir wissen, dass als ein Emploi im Moment zwar höher ist, aber dass wir aber Schwierigkeiten haben, so viel Chômage wie schon eine gewisse Zeit nicht mehr. Aber wenn da wieder das ja alle gute kommt, an der Zeitung lesen, dass auch gestern ein größerer Lützebäuer Traditionsbetrieb, zwar nicht mit dem Namen, den Lot dreht, mit die mich ständig Kollegen, die wissen nach, der war der Zeit zu Wolz, du hatten einen anderen Namen, den Bierdem hergestellt hat, dass der Junge können schon sie giffen über 130 Plätze aufbauen, obwohl sie nach für kurzem an einem Plan Maintien de l'Emploi waren, nur wollen sie Licenciement sec machen, da das etwas, was der Betrieb gestern angekündigt haben, da wissen wir, dass wir da müssen aufpassen, was geschieht. Dafür ist es auch wichtig, dass am Pôle Emploi die Ausgaben sie bleiben hoch, mit dass wir auch danach genug Suchen haben, für das können zu machen, aber man muss noch gleichzeitig etwas mehr für Informationen an Leute zu kriegen, weil wir stellen ja auch fest, ob den Zöllen, die wir all Monat kriegen, die wir ja als Chamber zugestellt kriegen, dass auch freie Plätze einfach raufgehen, auch von der immer da sind, mit freien Plätzen sich gehen rauf und dass man müssen fertig bringen, die Leute, die einen Schaff sichern, an die Plätze, die frei sind, aufgrund von der Formation, dass wir auch das können bei Nähfeiern. Dafür ist es wichtig, an den edukativen Bereich zu investieren, das ist wichtig, an Schulen zu investieren, mit das auch wichtig, an Weiterbildung zu investieren, für dass die Leute die nötigen Möglichkeiten haben, für Weiterbildung, an Formationsoffern da können zu machen, für do Führung zu kommen. Und du hast doch nach einkehren, und das will ich unterstreichen, auch wichtig, dass du der Sozialdialog klappt, dass du kannst zusammen zwischen den Sozialpartnern, heierst du ohne die Regierung, heierst du mit der Hilfe von der Regierung, die nötig Punkte kann erholen für die Leute, die davon betroffen sind, ob das für Chômage ist oder ob das, weil sie kein die auch viele Leute, die einen Platz sicher nach kein Chômage kriegen, auch denen Leute muss geholfen gehen, für dass wir da Möglichkeiten kriegen, dass die auch können aus der Situation rauskommen. Ich meine, dass sie auch noch ein Strach gehen, dass die Salariatschamber die ein bisschen mehr kritische Rapport gemacht hat, wir sind in der Strach, dass alles anders, dass wir wie ein Spurbudget, und sie finden doch gut, dass an der Logement viel Geld fließen. Sie hätte sich zwar auch können vorstellen, dass die Investissementen auf eine andere Weise gemacht gesehen, mehr auf alle Fall unterstreicht sie, dass es gut ist, dass das auch hoch bleibt. Ein starker Staat ist auch ein performanter Staat. Ich meine, das ist ganz wichtig, für das können zu sagen. Und dafür, wie gesagt, ich hatte das schon vom Digitalen gesagt, das ist auch wichtig, dass wir genug Beamten haben auf den jeweiligen Plätzen für die Arbeit zu machen. Und das ist auch gut dafür, dass wir alle auch die Ausgaben bei der Polizei, dass du noch mehr rekrutiert gehen, an Leute gehen, dass es sicher ist, dass du mal den Sicherheit, am Sicherheitsgefühl von der Leute auch gestärkt gehen. Und das ist auch wichtig, dass wir effikaz an einen performanten Dienst den Bürger können machen. Und da will ich dann eigentlich unterstreichen, Digitalisierung ja, mit der wir noch die Leute, die noch nicht mit den elektronischen Medien Sachen so gut können umgehen, dass die auch nicht vergessen geht. Das ist wichtig, dass man Computer, WhatsApp, ich weiß nicht, wie es nachher erlebt wird, dass die auch können eins gehen, dass sie die Hilfe kriegen. Es ist auch gut, dass wir starke Mengen haben, und das ist auch wichtig, dass an Prioritäten an den Gemengen an Lusch gesagt wird, dass es doch durch Exemplifikation administrativ geht, dass auch durch an den Gemengen verschiedene Sachen vereinfacht gehen. Da hat doch den Civicol nach einkehr darauf hingewiesen über die Probleme, die es gibt. Dass es wichtig ist, dass auch die Subsidiepolitik, die Gemenge können Subsidien kriegen, dass die muss auf die Liste geholt wird, für auch dort zu gucken, wie in die Prozeduren kann ändern, dass die Plafongen gegebenenfalls können geändert gehen, dass auch Gemengen auf die Weise ernst auch viel mehr intensiv können geholfen kriegen. Den Innenminister Leo Gloden hat ja da am Dialog mit dem Civicol gekündigt, dass sie da am Gang sind, verschiedene Chantien umzupacken und dass es doch darum geht, für die Gemengen dort zu helfen, für da Geste können zu machen. Weil die Gemengen nur noch ein primordialer Rolle, wenn wir schwätzen vom Wohnungsbau. Wir schwätzen immer von den öffentlichen Träger, SNHPR, Fonds de Logement, aber auch Gemengen können einen großen Träger sein am Logement. Ich meine, eine Wirtschaft, wo man im Moment da ist, alle guten Heilbanden befanden, hat ja angefangen, Projekte abzukaufen. Da ist auch der Lützeburger Staat am Gang dazu machen. Es sind noch verschiedene Gemengen, die größere Projekte lanciert tun, nicht nur
rund im Staat mehr am Süden an urbaner Plätze vom Land, dass doch Möglichkeit geschaffen wird, dass Gemengen sich doch nach mehr können an den Wohnungsbau mal dranbringen, weil wenn man die Wohnungsbaukrise wollen lesen, als das ohne Gemengen nicht möglich, wir brauchen Gemengen da, und da ist es doch wichtig, dass die Bremsen, die da gehen, dass die abgehoben gehen für die Gemengen, da Möglichkeiten zu gehen, für da können aktiv mal dran zu gehen. Finanzplatz am Dienst vom Land der Leute hat Budgetsrapportrice nach ein Strach, sie als ein Motto von der Wirtschaft und als ein Motto beim Arbeitsmarkt. Hier zahlen 2023 auch das als ein Strach gehen Samstag an einer Radiosemission wie so gut wie noch nie, da das auch schon von anderen Plätzen gesagt gehen, mit der so ein Strach gehen, und das war am Monat Februar, heute von der Vertreter von der ABBL gesagt, dass 4 von 5 Aufrufe für Prä muss refusiert gehen, dass Leitkonditionen nicht erfüllen. 4 von 5. Das war der Stand am Februar, da das damals gesagt ging an einem Zingerbert, wo er festgestellt hat, dass das Schwierigkeiten sind, für das Leid auch können kaufen. Wir haben den Direktor von einer größeren staatlichen Institution, die Société Nationale d'Habitation à Bon Marché, hecht, die zu Kirlen, Häuser haben, die fertig sind, die sie aber nicht verkauft kriegen, weil die Leute die Kriterien erfüllen, wir können auf die Lösch zu kommen von den Häusern, Kriterien aber nicht erfüllen, für bei den Banken Suche gelehnt zu kriegen. Aber wir hatten noch eine Diskussion an der Budgetskommission, an der Finanzkommission, wie man mit der Lützeburger Zentralbank geschwärzt haben, dass wir feststellen, dass Leute, die Prä-Aufrufen bei Lützeburger Banken, da gesagt kriegen, ja, da gibt es die Konditionen schon erfüllen, wir haben da noch 100 oder 200.000 Suche selber, weil wenn der denen tut, sie mehr nicht bereit, in diesem Moment Suchen zu verleihen, für etwas Neues zu kaufen. Wir lehnen sich aber so, für das Bestehen können umzubauen. Und da muss ich euch so, und da gebe ich einen Appell machen, ich weiß, dass der Finanzminister nicht Weisungsbefugnis hat vis-à-vis von den Banken, aber er auch Gespräche hat regelmäßig mit den Lützeburger Banken, für dort aber zu gucken, ob das der richtige Weg ist, dass wir Leute zwischen 400.000 und 500.000 Euro wollen lehnen, obwohl sie gut Plätze haben, obwohl der Dorf gesichert ist, obwohl ein Biersteuer ist, der noch dafür gefried stehen, dass sie da gleichzeitig gesagt kriegen, wenn sie nicht 100.000 oder 200.000 Bohrgeld haben, dass sie dann nicht gelehnt kriegen. Weil nämlich die Gefahr, die besteht, und das ist, was man da an dem schon hingewiesen hat, dass die Leute dann einmal an ein Notbeschland gehen. Und da so alleine gehen, für die Zeug können zu erfüllen, für heute Lützeburger Prä zu kriegen. Und die bisschen wie ständig bannen, die können sich noch daran erinnern, dass man das schon ein Jahr 24, respektive 25 Jahre hatten, wo ganz viele Leute sich echt stark kriegen an die Grenzregion sicher gegangen sind. Für das können sie so nicht schon Anfangskapital für etwas drauf zu bauen. Was dem Unterschied, dass die Prämien oft zinsmäßig viel mehr hoch waren wie heute in Lützeburg, und dass wir nicht da bin, wo nicht mehr zurückgehen, als man zurückbezahlen, die mit mehr drastischen Methoden vorgegangen sind, wie das bei den üblichen Lützeburger Schalterbanken ist. Und dafür, Herr Minister, wäre es nicht schlecht, wenn mit den Banken, wenn da die Diskussion hat, auch da sieht, dass es da vielleicht wichtig ist, für auch darüber nachzudenken. Und dasselbe ist das, wir wissen ja, an heute Morgen sind Zahlen genannt, wie viele Leute ein Prähut, die eng für ein Haus, und auch die anderen für eine besonders, das war meistens ein Auto ist. Und man wüsste ja, dass in der Zwischenzeit die meisten Autoprähen direkt an der Garage matt gemacht gehen. Wenn ein Auto kauft, wird der Prä gemacht. Aber auch da wird es wichtig, den Konsumenten darauf hinzuweisen, dass die Zinspolitik da gemacht wird und die Kontrakte, die er da unterschreibt. Dass das nicht unbedingt immer bei Lützeburger Banken sind. Da sind nämlich viele Leute, wenn sie sich da noch gucken, wer auf ihrem Vertrag steht, wenn sie an der Garage ein Auto kaufen, dass sie dann am Grenzgebiet an der Belgien oder an Frankreich gekommen sind, dass sie da von der Bank de Prä gemerkt haben und dass es die ist, die hier ein Auto, den heute Lützeburg auf der Straße lebt, den da gemerkt haben, dass Schmengen auch da wäre es wichtig, dass sie darauf hinweisen, was das für Konsequenzen kann haben, weil das ist eine andere Zinspolitik, meistens wie die hier zu Lützeburg gemerkt wird. Und dafür ist die Idee, für zu sagen, wir müssen mehr die Leute formieren, was Finanzen anbelangt an der Schule. Wichtig, es geht nicht bei denen an der Schule, das ist die Generation von moi, aber man muss noch bei der Generation von heute darauf hinweisen, was das für Probleme kann mitbringen.
Ein anderer wichtiger Bereich, wo muss geholfen kriegen, dass der Landwirtschafts an den Weibaubereich, ich meine, der Weibau, den hat vier Gäste eine böse Überraschung erlebt, nämlich wie neue Temperaturen. Die waren die Lodo sind, aber eine Stufe Weibau schwätzen kann ich noch vom Obst schwätzen, weil auch da, was da an der Blei war, das hat auch ein Matt gekriegt, weil dann den letzten Tisch geschieht das, mit den Temperaturen gesehen, mit das auch wichtig, dass man an der Landwirtschaft, am Weibau und am Obstbau auch die Hälfte von den Betrieben zukommen lassen, die sie brauchen. Und der wir noch nicht vergessen, Lützeburg war das einzige Land, wo die Leute aus dem landwirtschaftlichen Bereich mit Ausnahme hier Solidaritätskundgebung zu schenken, nicht auf der Straße wäre, wie das an anderen Ländern geschieht ist. Und das ist auch ein Zeichen, dass da ein guter Austausch zwischen der Landwirtschaftsminister, dem Staatsminister und dem landwirtschaftlichen Milieu stattfindet. Und das ist auch wichtig, ist, dass wir da die Moyens zur Verfügung, die wir zur Verfügung haben, auch die da können ersetzen, für ihnen noch können zu helfen. Ein anderer Bereich, das war der, wo wir immer geklappt haben. Und am Lennart kann sich höchstwahrscheinlich am besten von uns alle Guten, du kannst erinnern, das war wieder mit Covid, du kannst genau, wo wir da Sonde so was Balkan stungen, einen Sektor zu klappen. Und das war der Gesundheitssektor. Und das war auch richtig, dass wir denen Leuten damals geklappt haben, als solidarisch mit dem Sektor erklärt haben. Aber wir wissen noch, dass es nicht durchgeht mit dem Klappen. Und die Leute aus der Petitionskommission und aus der Santiskommission hatten noch letzte Woche ein Debat begonnen, wo von diesen Berufsständen, nicht alle Guten, mehr von diesen Berufsständen, war gesagt wird, da ist zwar da geklappt, dann hat es geklappt, aber wir haben noch andere Probleme. Erstens, was die Besoin vom Personal belangt, dann noch zweitens, was alles belangt, was die Arbeits- und Lohnkonditionen belangt. Aber wenn das für Berufszweig gilt, kann ich euch garantieren, das gilt genauso gut wie all die anderen Berufszweige. Und das ist der Unterschied von euch. Kennt Leute, die an dem Bereich schaffen, dass man da unbedingt etwas machen müssen. Und Madame Lehnert hat doch ein paar Mal damals, oder von der Nieden in der Strach, dass wir den ausländischen Sektor nicht gehabt hätten. Da wird der ganze Sektor zusammengebracht und dann hat Lützeburg können in dem Moment, entschuldigt wieder aus, die Schlüssel unter dir leben, weil dann hat nicht mehr geklappt. Das heißt, wir waren ganz von dem Grenzbereich, von den Grenzgängern aufweisen, dass es da wichtig ist, dass wir da Arbeitskonditionen herstellen, dass die Leute sich auch da wohlfühlen und dass es doch wirklich wichtig ist, dass wir Propaganda machen, für sich für die Berufe zu engagieren. Das gilt für die Gesundheitsberufe allgemein, das gilt auch für Doktoren, weil wir können so viel fordern. Hier müssen wir Service schaffen und da müssen wir Service schaffen, wenn wir kein Personal haben, für das zu machen, wenn wir keinen Doktor haben, für das zu machen, können wir hier die besten Resolutionen holen, die besten Motionen holen, aber da können wir nicht umsetzen, weil ein Mangel von Personal ist und das doch so wichtig ist, dass wir an die Ausbildung von diesen Leuten investieren, dass wir auf die Ausbildung hinweisen, aber auch gleichzeitig nicht nur über die Ausbildung, sondern auch da noch die Arbeitskonditionen schaffen, dass auch die Leute sich an dem Sektor wohlfühlen und dass sie an dem Sektor bleiben. Wir haben vor allem am Pflegebereich eine große Aufwanderung von Leuten, die nur eine 10, 12 Jahre bei der Decision haben, den Sektor zu verlassen, weil sie nicht zufrieden sind mit den Arbeitskonditionen, dass sie das auch ein bisschen auf die Liste hält und dass wir auch da die nötigen Aktionen machen. An der Petitionskommission letzte Woche, als gesagt ging, auf alle Fall für die 2 Jahre war das, dass wir da die nötigen Diskussionen verfeiern an die jeweiligen Kommissionen, für da auch andere Moyens können zu holen. Dann als ein anderer wichtiger Sektor, und das ist der, wo wir auch die meisten Arbeitsplätze die ersten Jahrzehnte geschafft haben, das ist der öffentliche Sektor, das ist die Fonction publique aus sich. An der Nationale gibt es die sogenannten parastaatlichen Betriebe, wie wir für 10 Jahre stungen, den Herr Bausch, den Herr Roth, und ich meine, wir sind auch die 3, die uns geschwärzt haben, den Herr Meister auch noch dabei, wie wir dem uns geschwärzt haben, war die größte Partnerheit zu Lützeburg nicht sehr well. Ich will der Stadt so. Dann der zweitgrößte Betrieb, den uns da war nicht der Kaktus. Aber das waren nach Industriebetriebe, das war nach Stahlindustrie, das waren nach verschiedenen Banken, die damals die größten Betriebe hier am Land waren. In der Zwischenzeit wird die Schere sich geändert. Und da muss ich sich auch bewusst sein, wenn ihr Leute am Staat oder am parastaatlichen Sektor erstellt, dass das zwar direkt renummeriert bei Resetten, bei den Lohnsteuern, Matze springt mir, dass das nicht unbedingt Rezepte bringt bei der Betriebsbesteuerung, weil da viele Leute, Betriebe dabei sind, die nicht Steuern und das Lützeburger Budget aufhören. Noch das, der wenn du nicht
aus den Ä verleere, wann ihr dat mcht, mit das auch wichtig, dass die Leute die richtig Schlo an Erbesbedingungen hunn, du hast in der Kosalarial ausgehandelt gehen, schon für 1,5 Jahr, und du sind den großen Deel davon, hast noch immer nicht umgesagt, und dafür sind wir auch überzeugt, dass den Serge Filmes, dass da doch noch in der Strach, wie man mit dem Funktionspubliksminister zusammen waren, dass die Akkorde, da soll schnellstmäßig umgesetzt gehen, an die Projekte, ein Teil hast du schon umgesetzt, an die Projekte, die dann nicht umgesetzt sind, dass so die Gesetzesprojekte schnellstmäßig kommen, und dann hoffen wir, dass die Institution, die nicht weit von uns hier weg ist, dass es da auch sehr viel geht, dass wir das noch machen können, weil ich will daran erinnern, Ende des Jahres sollen neue Lohnverhandlungen an dem Sektor ugehen. Und ich weiß nicht, aus meinem früheren Leben, das war da nicht beim Staat, aber das war im Privatsektor, da haben wir schwer, einen neuen Kollektivvertrag schon auszuhandeln, wenn es dafür drin nach nicht aufgeschlossen haben. Und dafür wird es wichtig, dass wir da doch alles hinkriegen, für das so sehr wie möglich die Projekte auf die Instanzen wegkriegen und dass wir sie da noch hier an der Chamber auch dementsprechend können feiern. Wir haben noch geschwärzt von Paperless, was da alles aber als zukommt, außer schon geschwärzt von Gemengen, schon geschwärzt, was wir da alles an der Digitalisierung können machen. Da ist es doch wichtig am Justizbereich, dass wir da fertig bringen, auch da mehr Paperless können zu machen. Da hat die Regierung schon angefangen, etwas zu machen, das soll man noch weiter ausbauen. Wir so ein Staat selbst, was ich für gesagt habe. Da gibt doch eine Zucht Clearer, die nicht werden mal am Paperless gehen, die das noch immer brauchen, dass da noch immer möglich muss sein, auf dem Schalter etwas sichern zu gehen. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann dir auch die Kreiswahlkreis gesagt, du kannst auch dein Casier judiciaire für mal etwas ganz Banales zu sehen, die kannst du auch elektronisch über mein Guichet aufzeigen. Da sind die Leute mal mein Guichet. Und das sind dann nicht nur mit die an den 30er oder an den 20er Jahren geboren sind, aber sind auch dabei, die ein bisschen mehr spät geboren sind, die da nachher nicht immer Dienst gehen, dass es doch da wichtig ist, dass dort Möglichkeiten immer bestehen bleibt, dass ich das kann selber sicher gehen, dass ich das kann bestellen, weil das sonst zu einer Schwierigkeiten feiert, und dass man gleichzeitig auch darüber nachdenken, dass man die verschiedenen Mengen, die das machen, mit dass ich noch da planen möchte, wie in den Leuten kann weisen, wie das funktioniert, dass ich den Leuten kann betreuen, wie das funktioniert, und dass auch da eine Anlaufstelle haben, für das auch können gewiesen zu kriegen. Wir haben geschwärzt von den, oder nicht mehr, aber schon das eigentlich, ich komme eigentlich auf das vorher zurück, weil ich heute Morgen hören von der sozialen Kälte, und ich eine Madame, die wird gleich noch mehr schwätzen, wo sie so Sachen gesagt hat, wie eigentlich am Sozialen geschehen. Ich will doch noch erinnern, was am Familienminister alles gemerkt wird, dass wir da 1,5 Milliarden ausgehen, allein für Kannergeldkäse 1,5 Milliarden. Geht Lützeburg dafür aus, hier eine Kannerbetreuung zu machen. Wir machen noch Akzente bei der Armutsbekämpfung. Das Neuenkirch hat schon aufhörend gesagt, dass wir auch da einen Plan am Gang sind, die Regierung am Gang, also einen Plan auszuschaffen, für den noch in den nächsten Wochen am Ende wird auf den Tisch kommen, weil die Nachbar bei der Armut vereinfachen, weil du nicht nur ein Minister hast, den du konzerniert hast, weil du mehr Ministerien konzerniert sind, für da eine Plan d'Action können zu machen. Aber auch da wissen wir, dass über den Weg von der Digitalisierung vieles lebt, mit das aber auch da gleichzeitig ein größeres Problem ist. Und ich hatte letzte Woche nach zusammen mit Yves Kruch Chance op enger Tablerant zu sie, wo auch an en der Strach gehen, als wir der mittlerweile schön proper digital. Aber da musst du denken, dass die Leute, die Probleme haben mit der Armut, dass die auch nicht gerade die sind, die den letzten Laptop an den letzten Programm daheim stehen und für das dann alles digital können und so fort. Das ist doch da wichtig ist, dass man die Anlaufstelle, wo die Leute können mit den Leuten schwätzen, wo die Leute können hingehen, für geholfen zu kriegen, für auszufüllen, geht alles mir sehr, wenn ihr wisst, wie nicht ausfällt. Wenn ihr nicht wisst, wie es ausfällt, dann geht es meistens den Zettel nicht komplett, kriegst alles zurückgeschickt, und dann weißt du nicht, wo du drüber hast, dass wir auch da die nötigen Anpassungen machen. Und dann will ich aber ein Beispiel sagen, das mich aber ein bisschen erfeiert hat, wie ich nur gelesen habe, das ist aber so, das ist dann eine Familie, die fragt doch die Allocation de vie chère. Und die Allocation de vie chère für sie kriegt, es gibt Konditionen, die erfüllen, ihre Lohn wird zu hoch. Und sie gesagt, das ist aber komisch, da sind ich 6 Monate an der Pension, ich kriege 1.000 Euro Mama. Und da gebe ich aber die Konditionen erfüllen, und ich habe aber noch geantwortet gekriegt, sie berufen sich auf mein Arbeitsrevenu de Ménage von 12 Monaten für drin. Dass wir da müssen fertig bringen, dass das mehr soft
wie soll ich das nennen, nicht hofft mir Misere über Bühnen geht, dass Leute wirklich wissen, wie die real Finanzsituation ist, weil hilft man nicht, wenn ich weiß, dass ich für 2 Jahre 2000 € weiter verdient tun ich an der Pension war, wenn ich dann an der Pension sind und ich fahre drinnen und da muss ich 2 Jahre warten, bis ich dann Konditionen erfüllen, für die Allokationen können zu kriegen. Und ich gesehen Nicken von verschiedenen Leuten, die noch für Soziale sitzen und die dafür zuständig sind, die kennen das Problem auch, dass man auch da etwas machen müssen, für diese Leute zu helfen, und für doch diese Leute, dass die Misere die Hilfe können kriegen. Und dass man dann nicht elektronisch blockiert, elektronisch durch den Échange, muss das am Ende noch möglich sein, dass man das können machen. Das ist auch dafür gut, dass da verschiedene Services abgestockt gehen. Alles das, was sich um die Revis und um die Office Soziale bekümmert, das zwar im Koalitionsakkord nicht gesagt gehen, wir gehen eine Reform machen vom Revis, mit das gesagt gehen, dass man auf den Bildern, den du gemerkt hast, nur die Aufregung vom Revis, da sind da verschiedene Adaptationen, soll machen, die nicht unbedingt müssen über Gesetzesweg kommen, mir das da wichtig ist, dass die Services ausgebaut gehen und dass man auch die Abstockung vom Personal kriegen, für dass wir die Chantier noch können gehen, weil das aber wichtig ist, für den Leuten können zu helfen. Und da kommt noch etwas zurück, was man dann an dem auch gestern gesagt hat, dass das von Riververschuldung. Und auch bei Riververschuldung, ich gucke nicht dann noch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel, wie man da mal dem schon gesagt hat. Ich kenne Leute, die sind an dem Programm von Riververschuldung mal dran. Und ich arbeite allen 2 bei einem öffentlichen Patron, wo sie angestellt sind. Und die Nähe sitzen noch immer auf dem Lohn, den dem uns hat. Weil gesagt hat, ob ich es schaffen oder ob ich nicht schaffen. Ich behalte sowieso immer nur die Minimum übrig, die geholt wird, weil der Rest kein Jahre weggeholt für bei der Überschuldung zurückzuholen. Wir haben auch Leute, die motiviert sind. Und die gesagt, ich will aber gleichzeitig trotzdem 4 kommen am Leben. Und die hatten dann laut Kollektivvertrag auch einen Platz, die 2000 € mehr höher ist. Wie die kriegen an dem Strich aber genau dasselbe wie den sich Mama druget. Weil, nämlich bei der Riververschuldung einfach heißt, dass du so minimal den du bezahlst und alles, was du drüber verdienst, geht zurückbezahlt dahin. Auch da muss ich aber gucken. Ich weiß, für was das immer so gefordert ging aus 2013, weil ich das Projekt relativ gut kannte und damals, für was das alles auch gemacht ging, mit soll ich aber darüber nachdenken, ob denen Leute, die da aber Leistung wurden, die an ihrem Betrieb weiterkommen sind, dass die aber vielleicht mehr großen Teil von dem Revenu können halten, wie das im Moment der Fall ist. Die mich ständische Kollegen haben, die können sich erinnern, das war das früher bei den Zusatzpensionen, von die Legalpension 100 € an Blut gegangen, als das Zusatzpension 100 € hochgegangen am alles System, weil wir immer Stunden mehr garantieren, dass so viel Prozent von dem letzten Lohn. Und so viel Prozent von dem letzten Lohn, wenn die Legalpension an Blut gegangen ist, als die Komplement aufgesagt gehen. Das war eine Debatte, die man für 15 respektive 20 Jahre, der frühere Sozialminister kann sich noch daran erinnern, wie das gemacht gehen ist. Und dafür sollen wir auch Highfly bei der Riververschuldung darüber nachdenken, ob es doch möglich muss sein, wenn die Leute da fertig bringen, weiterzukommen am Betrieb, weiterzukommen an der Karriere, dass sie davon dem für was zu schaffen, auch vielleicht mehr großen Teil können halen, und nicht müssen als Bittsteller alles dann dahin gehen, wenn ihr eine Reparatur dahin zu machen hast, dass sie die dann nicht können machen, weil der dann nicht kontrolliert wird. Das ist auch etwas, wo ich einen Appell mache, dass ihr noch das mit gucken und op der Schule. Da wollte ich noch so das Geschwert von der wundersame Brotvermehrung, die man von hier als Regierung oder als neue Majorität probieren, die wundersame Brotvermehrung. Ich meine, das hat mein einer Strach gehen. Danke von der Regierung, für das man die Ökonomie will nuköbeln, aber man die Ökonomie kann nuköbeln, da werden wir auch mehr Rezepte machen. Und die wundersame Brotvermehrung, das ist ein ganz gut Sache, passt doch ganz gut bei der Kaufzeit ran. Ich will aber so, dass ich aber auch sich muss bewusst sein, was da geschieht, muss ich sich vorstellen, für was uns Reserven, nämlich da sind, die vier und da waren. So die Diskussion kann ich noch feiern, und du soll auch ein bisschen mehr, vielleicht ehrlich mal den Gefahr gehen, dass selbst wie das lo an diese 6 Monate aber überhaupt noch nicht geschieht wäre, dass man just da mit mir groß gemacht hätte. Da war ich aber ein bisschen überrascht, wie gesagt, bei mir an den letzten 6 Monaten hat den mit der Lenken bekämpfen, die Regierung an all der anderen 4 Gründen, wie nicht geschieht, das hilft durchgestellt. Herr Engel, ich will schon nicht gesagt, dass gut nicht geschieht. Ich will just so, ich will nicht gesagt, dass wir gut nicht geschieht. Ich will just gesagt, dass es aber kommt.
Nee, ich war net vum Koalitionspartner, weil degentgen den net Radio gesott war net als Koalitionspartner dat war einer Leiit. wen ass dann en charge vum Dossier? Wo wat eng Dossier? Wie war fir Drden a Charge vum Dossier? War der froh? Ja. Dann ass et datselwecht dann ass et datselwecht fir ze soen, et fir ha geen Opschwung kom an gife vun engem Iwergangsbudget Schweze Jo so dats Iwergangsbudget ass, dats de nächte vun der naier Majoritéit, dats de nation de gemerk gin ass der Teilsilo 8 Meint Mäte fir runden Budget provisoire, dat war auch fir 5 Joer fir 10 Joer vun de Schuch zo net danecht. Das gesot gin ass fir iwwerhap giiwwerhap neich geschéie Punkt Armutsbekämpfung, si fir Drden mar enkeier Drgangen, dats ma Logifen Kado Mäche 400 Wellen vum 9. Juni an den 11. Juni gift de Premierminister bei der Deklaration de la Nation dann de Kontraënnegen och déi Diskussionioun ass een samstech gefouerert ginn. Ich war noch dat eng ganz komisch Sach Mon hat Moien enkrenner Strach. Sowohl de Finanzminister wie auch de Budgetsrapporter, dass man gesot hun, dass eng Steuerreform könnt, dat man aufgemerkt hun am Koalitionsakkor, dass eng Steuerreform könnt, eng gräser Steuerreform für 2026, mit das man für 1. Januar nach Gife vier gesehen Adaptationen zu machen, das Steuertabelle, die schon nu gepasst gin as eng weiterkehr wo gepasst gin, dofir fand de Staat auch komisch. Van der fir gestracht gin ass an den 100 wenn iwwer neiich geschiet. Ich kann der schüsto und dat vum Logement vun der Steuerupassung op 1. Januar 2024 da das geschéft, dat wir Blam op Fustum gesagt Herr Bauschen der kann kommen ich eng ganz freundlich vorstellen Herr Spausmensch. Ja. Ich war froh, die kritiséiert, dat vun der Opposition gesot gëtt, dat man fährtten dat no 9. Juni geng wie vum Budget 2025 gräser Spurmaßnahmen ugekönnech gin. Gi Dir als halt Garantie, dat am Budget 25 kein gräser Spurmaßnahmen dra sind? Ech gi erch kein Garantie am Budget 2025 awer so, das hat moi einer Strach noch vum Finanzminister, dats die Upassung kënnt vun der Steuertabelle. Und da kann e net so die Upassung vun der Steuertabelle gift 11. Juni iwwer Bord gehalt. Ich will der Schü van der Vertreter den gesot huet. Ich will dat awer just erstreichen. Und das wäre just allein von dem Prinzip Hoffnung Politik machen, dat wir ein komischerweise Politik zu machen. Ich will so machen net Politik nur Prinzip Hoffnung, mit das wir auch fi Politik zu machen, mat Fauser, wir sind da verwundert, wann den dafür Leiit, die aber vier Möglichkeit hatten zu weisen, für alles besser zu machen, dass die als Täter nur wollen hin. Dass man gesagt wir hätten eng ambitionslos Politik die frei gemerkt gin, schmengt das aber einen großen Deel, also doch eng Fortfeierung von denen Sachen, die vielleicht für gemerkt gesinn von der Regierung wofür drden, dann kann den aber bemol überrascht sie, wann dann do gerade den Satz könnt, dat halt wie eng ambitionslos Politik die gift gemerkt gi mehr an all denen wolle, wo man aber mat dem Viro fuhr, weil man dadurch am Koalitionsacker aufgemerkt kann ech dann op alle Fall für Menge Fraktion so, dass mir nimme konnte staunen, wann den dat dann op denen Plätzen gesot huet. Mehr wollen auch net von einem Klassekampf oder einem Kulturkampf schwätzen, das nicht als Absicht den Klassekampf oder Kulturkampf zu machen. Klassekampf hat gesagt. Ja. Klassekampf hat gesagt. Klassekampf hat gesagt. Ja. Oh, Herr Werner. Oh, Herr Werner, mehr schwätzen drüber. Leider nicht. Dafür wollte ich mal erlauben, die Marke zu machen. Ich muss vielleicht aber hallo ein rumkommen, wann der alle durchsteht. Da muss man nachgucken. Ich wollte mir dafür erlauben, die Marke direkt zu machen. Schür nach ein bisschen Zeit für das können zu sagen. Ich will so in alle Fall. Für uns ist wichtig, und dass doch den Finanzminister gesagt hat, bei der Präsentation vom Budget mehr will man Schwung für einen neuen Abschwung sorgen. Majorität huet den neidege Sputfond am Budget fir die Politiken ze machen, die fir als wichtig ass, dat haiers een Budget, wo man wëssen opgrund vun de Krise vun der Vergangenheet, dat se nach verschiedene Sachen muss adaptieren, me werden net op de Wurstum, mehr probieren de Wurstum
zu fördern, an dem, dass man da noch eine proaktiv Zukunft der Betrieber will weisen, weil wenn Betrieber gut geht auch der Leute gut, die das schaffen. Und dafür hätte man auch gerne, dass man auch, schadet schon ein so, den neuen Kollektivvertragsgesetz, auch das steht am Koalitionsakkord, dass man auch da die Adaptationen können machen, ein Budget wie den Hai, der stärkt Lützeburg, sichert den Wohlstand für die Breiten mit, und hilft den Schwestern an unserer Gesellschaft, auch wenn wir alle guten die Punkte können umsetzen. Und ich meine, dass das Datei die richtige Budget ist für das Jahr 2024 und dass wir einer nachhaltiger Croissance, wo ich davon überzeugt bin, dass mit der Politik von der Regierung die wird kommen, doch möglich wird sein, noch nach einer Sachen an der Budgetpolitik zu machen. Und aus all diesen Punkten ging ich, und das wäre der Höchststand, nicht wundern, Zustimmung von der CSV, Zustimmung von der CSV zu diesem Budget. Und ich sage vielmals merci für den Nurlaustern und schon nach ein bisschen Minute gehalten für vielleicht können wir mit den Einzelnen. Vielmals merci.